Et wurmele Schneider, den hat 3 Jungen, an am Stall hatten en Gees. Will die Geese soviel Milch huet misse ginn, dat sie alle Göder mat genug hatten, huet sie missen en extra gut Futter hunn. All da huet sie missen op Weet gefeiert ginn, wat Jungen dann noch een om ander gemerkt hunn. Een Tag huet den eelste Jong Gees op eng Wies gefouert, wo besonders geen Gras stung. Hien huet sie do Fräse gelos, als sie kommt no herzenslochter immer sprangen. Overs wie Zeit vor fir heim zu goen, huet he gefrot: Gees, was du sagt? Ich will mal Kibbelat. Da komm ich hin he. Hien huet Gees mam Seel geholl, an huet an den Stall gefouert, an huet ze do gestrickt. Wie de Pap gefrot huet, ob Gees genug Futter krit huet, zot de Jong. Oh, die as so saat, die will Kibbelat. De Pap over wollt sich selber zeigen an nassen de Stallgang, huet Gees gehemelt, an huet ze gefrot: Gees, was du auch sagst. Wo soll ich das sehen? Ich bin immer nicht von Stein gesprungen. Ich habe kein einziges Blatt von. Was muss ich hören? Oh, du verlorene Bof. Oh, wart, das sollst du mir wissen. Als Sängeroserei huet de Pap singele Moos vun der Mauer raufgeholl, an huet se Jong mat schleers dem Haus rausgejot. Den anderen da vertreien dem zweete Jong fir mat der Gees op Weet ze goen. Hien huet am Meck vum Gerding Platz gesicht, wo lauter gut Kreider stungen. Gees huet de levenlangen Dag gefrees, a wie die Jungs overs gefrot huet, ob sie saat wär, huet Gees geantwort: Ich bin so satt, ich will mal Kibbelat. Wie sie over am Stall stungen, de Pap sie gefrot huet: Gees, was du auch sagst. Wo soll ich das sehen? Ich bin immer nicht von Stein gesprungen und ich habe kein einziges Blatt von. Wie de Pap datieren huet wo en ausser sich vor Roserei, huet Dielemos geholl, an huet auch den zweete Jong zu Diere rausgebrichelt. Lo as 3 und den dritte Jong kom. Die wollt sing Saach besonders gut machen. Hien huet Hecke gesicht mat den schönste Bläder an huet Gees do Fräse gelos. Aber auch him as net besser gang wie seine Brider. Du huet de Pap auch sei jüngst Jung aus dem Haus gejot. Lo wurde in alle Schneider mat seine Geese leng, an huet selber misse mat hier op Weet goen. Hien huet Gees an Zeel geholl, an ass mat hier bei en ganz scheen Heck gang, wo se sich de ganzen Tag gut Saat fräse kommt. Du huet he gefrot: Gees, was du sagst. Ich bin so satt, ich will mal Kibbelat. De Schneider huet Gees an de Stall gefeiert an nu gestreckt. So, lo bist du mal ein Kehr satt. Wo soll ich das sehen? Ich bin immer nicht von Stein gesprungen, ich habe kein einziges Blatt von. Was siehst du da? Oh, du undankbar Vieh. Dich einfach fortzuhören hast viel zu wenig. Ich zeichne dich, dass du bei anständigen Leid dich nicht beweisen kannst. Hien huet se Rasiermesser geholl, huet der Gees de Kapper gesäft, an huet se so glatt geschür wie sing Hand. Du huet ihn hier mat der Geißel so schlägin, dat se sich mat große Springe weggemacht huet. Wie der Schneider lo so länger sing im Haus sot, goufe ganz traurig, an hin het gär sing jungen Rem doheim gehad. Den eelste war beim Schreiner an Lehrgang, an huet do fleißig geleert. Wie sing Zeit Rem war, huet se meester him ein Döcheltje geschenkt. Den hat die wunderbar ege schärft, wenn en Hirn du hingestalt a gesot huet: Döchelchen deck dich, da loch gang sich hin proper Töchter trop, an et stungen Tellern do a Schosseln, mat die beste Sachen, die fir Zese gouf. Anne segur e grost Glas mat trodem Wein. Dem junge Gesell huet Herz gelehrt, wie en dat gesuch. En huet singe Meester vielmals Merci gesot, an das frohe Peim zu marschiert. Immer wann hien hungrig war, huet in sich vor singem Döchelchen die beste Sachen serviere gelos. Overs kom hier lag den Wirtschaft, wo het ganz lustig herging. Von de Gäste huet die Jung gefrot, ob hier net Welt Martinen essen. Anerwärts kriech ich kaum nach Rappes. Nee, die poor mij verwillig ich nicht wegholen. Die sollt alle gut von mir angelurde gehen. Hien huet sein Döchter gesagt, a gesot: Döschelchen, deck dich. a Schostung die beste Sachen op den Tisch. Da gesieht er. Alles, was ihr gern habt. Ihr ist ruhig so viel, wie ihr wollt. Das ist genug da. An den Lagerreif Trauming, Freund. Geniert dich nicht. Da tun dem Wirt sin Gästig net zweimal so gelos, an nu gut dabei gemerkt. Nimmen de Wirt huet sich hier weggehaal. Hien huet bei sich gedurcht: Speicher, du nicht nach dem Tisch tun, da das genau dieselbesten wie dem Gesell sein.
Den holen ich ruf, aber wenn der Schreiner gesellt und schlo was, dann tauschen ich Tische aus. Da mir Tier bestimmt nicht. Da trug er ein gut Geschäft. Wie den anderen Tag der Schreinergesell frohgelaunt weitergezünn hast, hat hier nicht an erst geholt, dass den unehrliche Wirt ihm sein Tisch geholt hat. Geht mit, ich komm hier bei seinem Pap daheim. Da gouf hier mit großer Freude empfangen. Aber weil hier sein ganz Familie und all seine Freunde wollt mit einem guten Essen erfreuen, hat er sie alle gut angelöten. Er hat sein Döschelchen hingestellt, da gesagt, Döschelchen, deck dich. aber den Döschelchen hat sich nicht geruht, an der Seite blieben. Da hat der arme Gesell gemerkt, dass den Döschelchen vertauscht war, und hat sich geschummt, dass jene wie Lichner durchstung. Das kommt doch kein anderer Gefürcht sein wie der Wirt. Den zweiten Jung war bei einem Müller an die Lehre gegangen. Wie er sein Jahren rum hat sein Meister ihm einen Esel geschenkt. Dat war kein gewöhnlichen Esel, der Sektoren an der Wohnzeihe kommt, mehr der kommt Gold speizen. Wenn ihn hin und durchgestellt hat, an hat er gesagt, Esel, streck dich. dann hat er Goldstecke gerannt. Der Müllers Knecht hat sich bei seinem Meister herzlich bedankt und als Fraugemut auf ihm zugeschreckt. Wenn er Gold gebraucht hat, so hat er zu seinem Esel, Esel, streck dich. auch schon hat er immer Portemonnaie voll. Bei sich hat er gedacht, wenn's du mit dem Goldesel daheim muckens, dann hast der Pap froh und hat sein Roserei hütig vergiss. Oves kam ihn an dieselbe Wirtschaft, wo sein Bruder sein Döschelchen vertauscht war. Er hat sein Esel in der Hand geführt, aber wie der Wirt ihm den Esel auffüllen wollte, so hat er ihn, Geh dich kein mehr, Herr Wirt. Ich fahre mein Esel selber an den Stall und ich strecke ihn noch selber un. Weil ich muss wissen, wo er steht. Kann ich bei euch etwas Gutes zu essen kriegen und noch ein Bett für zu schlafen? Hier sind 2 Goldstecker. der Wirt war ganz beflass, wie er den Goldstecker gesehen hat, und hat der Müllers Knecht das Best abgedischt, was er am Haus hat, und hat bei sich gedacht, Dem da werd ich Goldstecker schon aufholen. wie der Gesell Jeser getrunken hat, hat der Wirt gefragt, was hier schillig war. Da hat der Wirt nach ein paar Goldstecker gefragt, der Gesell hat in den Tisch gegraben, over ihn hat kein Gold mehr dran. Wer hat den Blick, Herr Wirt? Ich geh grad nach Neid Gold sichern. Mit denen Wirt hat den Tischtuch vom Tisch geholt und ist damit an den Stall gegangen. Der Wirt war 44 und ist dem Jungen noch geschlagen und hat ihm noch geguckt, was er da gibt machen. Der Müllersgesell hat den Tischtuch rausgebrät, hat den Esel abgestellt und gesagt, Esel, streck dich. auch schon hat der angefangen, Gold zu speizen, von 4 von Hannen, dass es nimmer so auf durchgerennt hat. Oho, hat der Wirt bei sich gedacht. Was ich da gesehen? So ein Portemonnaie ist nicht übel. Den werde ich bis dem jungen Mensch aufholen. Wenn es lohnt nicht geht, an der Müllersknecht schläft fest, dann holen nicht den Goldesel weg und ich setze ihn mal alle Grund rein. Das hält der bestimmt dann nicht. Den anderen der als der Müllersgesell frohgemut auf ihm zugeschreckt, an ihn hat nicht gemerkt, dass die niederträchtige Wirt hier so bestohlen hat. Mittes kommen bei seinem paar Bunnen, den hat sich gefreut, wie er sein Junge gesehen hat. Die Junge hat ihm erzählt von seinen Lehrjahren und von seinem Goldesel. Paplo brauchen mir keine Not mehr zu leiden. Wir kriegen mehr Geld, wie wir es können ausgehen. Wir können uns alles kaufen, was wir wollen haben. Ruft ganz Familie zusammen. Bei euch soll es kein Arme mehr gehen. Sie sollen von Haut und alle gut reich Leute sein. Wie der Name Müllersknecht over sein Zauberwort Esel, streck dich. gesagt hat, als kein Goldstecker vollkommen. Da hat ganz Familie ein Gesichter gemerkt, als sie gerade so arm im Heimgang, wie sie kommen waren. Den dritten Jungen, wo bei ihm Drecksland leer gegangen, hat gelehrt, die schönsten Holzschnitzereien zu machen. Wie sein Lehrer so weit war, kriegte einen Brief von seinen Brüdern, die ihm mitgedeelt tun, wie er Tinder gegangen war, aber wie die niederträchtige Wirt sie bedrohen hat. Sein Meister aber hat ihm als Lohn eine Sack geschenkt, an dem ein dicke Knüppel war. Er so zu ihm, hängt ihr diese Sack auf den Rück, ihr werdet dir an deinem Leben noch viel nutzen. Wenn ihm dir etwas will zuletzt ihm, da brauchst du ihm zu sagen, Knüppel aus dem Sack. Da springt der Knüppel so lange auf dem nächsten Buckel rum, bis du siehst, Knüppel an den Sack. Der Gesell hat sich bei seinem Meister bedankt, hat sich sein Sack auf den Rück gehängt und hat sich auf den Weg gemacht bei der Wirt, die seinen Bruder so bestohlen hat. Er hat seinen Rucksack für sie auf den Tisch gelöst
an hue gefangen zu zählen, wat hin alles an der Welt gesinn hat. Fën de wohl ein Dëchelchen decktig oder ein Goldiesel, oder das alles neisch den Schatz, den ich an meinem Rucksack hun. De wie huet doer gespitzt an huet bei sich gedurcht. Und da werde lauter Karfungestenger an seinem Rucksack und die werde ich mir auch nachholen, weil all gut Dinger sind da drei. Wie Zeit kom war fir schlofen zu goen, huet de Gesell sie op Bank gelecht an huet se Ricksack als Kapkissen an de Kap gelecht. De Wirt die gemengt huet die Jung ging fest schlofen, as beigeschlag an huet versicht dem Gesell de Sarg ënner dem Kabreis zu zehen. Over dorop hat de Gesell nimme gewährt. Hier sot Knüppel aus dem Sack. Au! schon aus de Knüppel aus dem Sarg gesprungen du gefangen op dem Wirt las zu schlohn, dass hier ganz erbärmlich geärgert huet. Hilf! Au! Du Naschnatz. Hilf! Da versprich mir den Dëchelchen decktig an de Goldiesel rauszugehen, dass du meine Brüder gestört hast. Ja, ich geh alles raus. Aber der verdammte Knüppel soll abbauen. Au! Dorop huet de Gesell gesot. Den anderen Sack. Gleich drop huet de Knüppel opgehalen mat schlohn an ass brav zräg an de Rucksack gesprungen. De Wirt awer huet vun lauter Angst den Dëchelchen an de Goldiesel rausgin, an de Gesell ass froh gelaunt op Heem so geschreckt, Heem bei sei Pap a bei seng Brider. Vun de Lohn hu sie sich net mi brachen ze ploen, weil sie hatten ëmmer e reich gedeckten Dëch an e Portemonnaie voll Gold. Well over d ganz Famill Orendeel dafu sollt kreien, goufe sie eng dritte Keier gelöden. An des Keier goufe de Grossicht fest, weil jideree krude soviel Gold wie hindroe kommt. An et goufe neessen aufgehalen, wie de gute Schneider nach Kein der engem Lewe gesinn hat. Do wo jideree löscht die an zufrieden, as sie uns ze Summe gefeiert bis an d Noech dran.